Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. A schöne Teve, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. A guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Es ist euch Meir David. Auf unser heutigen Programm wollen wir praven Purim, aber Tag für Purim und wir haben ein reichen Programm für euch heint. Später im Programm wollen wir haben ein Interview mit Arla Schechter-Vishwanath, was hat letztens herausgegeben a Google Doc mit Ressourcen und Informationen wegen Purim auf Jiddisch für Lehrer, Studenten und Eltern. Sehr wichtig und sehr gedeiht zu hören. Arla Vishwanath ist gewesen ein Gast auf unser Programm, hat viele angeführt mit unser Programm etliche Mal von seinen Tag bei Harvard, aber jetzt ist er bekannt auf der jüdischen Gas am meisten von sein der Übersetzer von Harry Potter. Aber Vater will mir eine ganze Reihe Menschen was präsentieren, jüdische Witze und Humor. Sholem Beinfeld, Hai Wolf, Libby Pollack, Shainda Lieberman und Sholem Lonner. Ich hoffe, Sie wird Hanna haben. Guten Tag, du redest Libby Pollack und ich rede Jiddisch von daheim. Ich bin aufgewachsen in Williamsburg in einem chassidischen Haus, in einer chassidischen Kehille. Und darüber rede ich Jiddisch, von Geburt. Ich rede auch andere Sprachen, aber halt ist man tut zu reden Jiddisch. Und wegen des Fahr Piram, so man umwünscht von jedem mal freilichen Piram in sogenannten die Zeilen ab pur jiddische Witzen. Okay, du ist der erste Witz. In einer kleinen Dörfel, gewähne ein Kloster, und sie gewähne nicht zu weit von der Schule. Sind sie zufrieden, noch die Christen gehen sie zur Kirche, sind sie rausgekommen, und man sieht dort, steht 2 Bettlers, ein Zayid und ein Zagoy. Und beschaß die Goyim kommen raus, sie sehen die Bettlers, haben sie versteht sich, ignoriert de Miet und gegeben nur für de Goy Geld. Und verkehrt, sie haben gegeben noch mehr Geld wie gewöhnlich, weil sie haben gewollt, die Jid soll dort Lamm stehen mit leidigen Händen und offenen Augen und haben sie ausgespielt. Zum Schluss kommt er viel raus, der Galach allein, wurde er geht ein riesiger Päckl, ungefüllt mit Geld für de Christ.
mit der zynische Schmeichel sucht von der Jid, stehst du wie ein Narr, du weißt doch, als bist da mal häusig, du, keiner wird dich gut nicht geben. Geh lieber neben der Schiel, wenn dort wirst du mal ein bisschen mehr als Luche, ha. Der Gallig geht da weg, und der jüdische Bettler kommt, sie läuft und sie, der goyische Bettler, und sagt, lau mir nicht, der scheigert du, wenn es auslernen, wie soll sie handeln? Und der zweite Witz ist, gewesen, etwas am Mann, ein bisschen gemitscht mit Jüdischkeit. Hat eine Bestellung für 8 Seige zu etwas Restaurant. Wollte essen. Und sie gewesen, der Mat 8 Seige, hat sich gepluckt, sie treffen, parkieren für sein Auto, für seine Maschine. Und sieht, und nistet, und ringelt also herum, ungeschirm als Luche. Endlich rief er aus, oi Gott, en ju, bitte helft mich er even einen Platz, ich soll gerne parkieren. Und es geschieht gut nicht. Nachdem hat er nun machen Arbeit mit Gott, und die helft mich treffen einen Platz zu parkieren. Ich will keine Schule jeden Tag. Gut nicht. Dann hast du, wie sie gehen. Okay, Gott, ich will einfach hinten Kuschirkel, Kussoi. Gut nicht. Oi, Bar Schäfer, ich will hier einen Schabbos erfüllen, wenn keiner kickt nicht. Es riecht sich gut nicht. Als letzte Mie schreit er aus, Gott, ich will aufhören schreien auf mein Wab, ganze Tag, und ich will aufhören schmaßen meine Kinder, jeden Morgen wieder in Kaff. Plötzlich geht sich Arika raus, ein riesiger Traktor, in hat Platz. Sucht er schnell, oi, oh Gott, sie geht, darf doch schon nicht mehr, ich habe mich Einzel gegeben. Ich wünsche für jedem einen freilichen Pirem. Ein größten Dank, Libby. Libby, wie soll ich können sich verbinden mit dir? Du bist noch als auf sozialen Medien? Okay, so, handige Tag, der Weg ist, sich zu verbinden mit mir. Ich meine, ich verwende sich von welchem Zweck. Ich arbeite hand als Dolmetscher und Übersetzer von Jiddisch zu Englisch und verkehrt. Und ich ziehe auch ein bisschen Voice Acting, was so fehlt aus von Jiddisch. Oder sei was für Translation oder Interpretation. Ob einer will sich verbinden von solchen Zwecken, können sie mich schicken eine E-Mail. Mein E-Mail is libbypollak123@gmail.com. LIBBYPOLLAK numbers 123@gmail.com. Was ist der meest interessante Stamm ist, ich habe einen YouTube-Channel, wie ich rede, wegen der neuesten Businesses aufzuwachsen, Chassidisch und wegzugehen von der Welt und wie soll sich zu einzugeben in der draußenigen Welt. Und es ist ganz interessant, weil ich fuhr auch eine Sache in der Welt jetzt und ich rede andere Sprachen. So sag mal, rede ich wegen meiner Überlebenischen. Mein YouTube-Channel ist Fundy to Fry, FUNDIE TOFREI, this is auf YouTube. So mein Fundamentalist, das ist in kurzen Abbreviation Fundamentalist, to Fry meint frei, Freiheit. So, man kann mich dort treffen. Meine will mich privat treffen auf Instagram oder Facebook, und sie sagt, es allein tun. Ob sie willen, aber sie nicht darf sie nicht also wie der Blog, was ich pflege auf Facebook. Mein Blog lebt noch, aber es ist nicht aktiv. Zuhörer zum Jüdischen Call, das hat auch Shalom Beinfeld, was ich habe von Zeit zu Zeit dem Covid zu interviewen. Interessante Gäste auf unser Programm. Aber das Mal, der Covid-Purim ist interviewen mir nicht kein Gast, mir erzählen Witzen, weil Purim darf man sein freilich. Will ich anheben mit dem Urwitz. Das ist der ersten Witz, was erklärt den Unterschied zwischen einem jüdischen Witz und einem goyischen Witz. In dem goyischen Witz haben wir das Folgende. Ein Päuer geht in eine größere Stadt, wenn man sagen kann, zum ersten Mal, und man weiß über Telefon. Und wir wissen, wir sollen mit dem Telefon reden, nicht nur in einer anderen Stube, in der selben Gasse, nur an einem anderen Teil vom Waschen, auch viele in einem anderen Teil vom Beulen und auch viele in einem anderen Medina.
ist sehr anzieht. Kommt daheim zu sein Dorf und erzählt den Menschen dem Ness, was hat gesehen. Sagen sie, mir verstehe nicht. Sagt ich will es echt erklären. Es ist wie ein größer Hund, was hat einen Kopf in Minsk und ein Wedel in Pinsk. Und als eine Gitarre zieht, das Wedel in Pinsk, haftet der Hund in Minsk. Das ist der goyische Nussach. Der jüdische Nussach hebt sich an, dieselbe Sache. Jed fährt kein Waschen und man weiß am Telefon, kann reden, nicht nur kein Waschen, nur kein Wilmen, nur in ganz Polen und kann reden in Amerika. Kommt heim in sein Städtel und erzählt dem größten Wunder, was hat dort gesehen. Die Juden sagen, wir verstehen nicht, das kann sein. Sagt er, was heißt, ihr versteht nicht? Es ist wie ein größer Hund, was hat einen Kopf in Minsk und ein Wedel in Pinsk. Gibt mir nicht mehr zieh, dem Wedel in Pinsk, haftet der Hund in Minsk. Sagen die Juden, wir verstehen noch alles nicht. Was ist das? Wir verstehen da gar nicht. Sagt er, oi, nach einem, was versteht ihr nicht? Es ist akkurat dieselbe Sache, nur an dem Hund. Das ist der jüdische Witz, was hat einen zweiten Teil, was hat etwas mehr wie ein goyischer Witz. Der Witz ist nicht dafür so komisch, aber hat erklärt, dass mit der jüdischen Witz ist da allemal eine Surprise. Lassen wir erzählen ein paar jüdische Witzen, was ich kenne. Und etwas gefällt mir, ein poscher Witz. Ein Jüngel kommt da rein in eine Bäckerei. Der Bäcker ist stark vernommen und mit Koinem und mit Backen schreit der Single, die Mama sagt, als in Roschengebräut ist voran eine Pflege. Der Bäcker ist vernommen, er backt und er hat mit die Koinem und der Single noch einmal. Schreit ihm in euer rein, die Mama sagt, als in der Roschengebräut ist voran eine Pflege. Hat der Bäcker schon Menschen Geduld und sagt, weißt du was, geh heim, bring mir die Pflege und ich da geb mal Roschenke. Das ist noch ein Witz. Und was noch kann ich erzählen? Wir wissen, als bei jedem ist die Eltern spielt eine wichtige Rolle. Wir schätzen ab die Eltern. Aber der Witz, ein bisschen gesalzener, ich warne euch, spiegelt ab dem Begriff. Aid geht rein ein Nachmittag in eine Versicherung-Agenz, Insurance Agency. Er will sich verstrachieren von Leben. Guckt ihm an, der Agent sagt, wie alt seid ihr? Sagt er, 60 Jahre. Sagt er, nun mehr verstrachieren nicht gewöhnlich Menschen in euer Alter. Aber ihr seht euch, sie sind ganz gesund. Es ist öfter Möglichkeit, aber es ist schon spät. Kommt morgen, wollen wir reden. Sagt er, morgen kann ich nicht kommen, weil es ist mein Tatens Geburtstag. Euer Tatens Geburtstag? Wie alt ist euer Tate? 80 Jahre. Oh, stammt ihr doch von einer Gorgessprache. Er bekennt nicht kommen morgen. Kommt übermorgen, sagt er. Übermorgen kann ich euch nicht kommen. Es ist mein Seidenschassene. Euer Seidenschassene? Wie alt ist euer Seiden? Sagt er, 100 Jahre. 100 Jahre alt und er will Chassene haben. Was heißt er will? Er muss nicht Chassene haben. Das ist ein bisschen ein gesalzener Witz, aber es spiegelt ab dem der Herz für ältere Menschen. Und noch mal Teva ein bisschen abzulachen, a viele von, wir sagen, Frömmkeit. Nicht zu stark, aber ein bisschen kibitzen. Aid beschließt bei sich, als er will bauen ein Haus akkurat, wie es steht geschrieben, in Tanach.
von die alle Teilen von Tanach, was reden wegen Bauen ein Haus, hat rausgenommen, alle, was haben zu tun, wie hoch sie darf sein, das Haus, und was für ein Holz mit darf, und was für ein Stein mit darf nutzen. Geht er zu seinem Rauf und mit diskutiert und mit gleicher Saal Psukim und mit baut ein Haus und Leute teure und die Haus fällt ein. Sagt er, jeder Rebbe, es fällt ein, ich habe getan, alles Leute teure und das Haus ist eingefallen. Sagt er, Rashid, da meint der Tag etwas wegen dem. Als bebeut das Haus wird sie einfallen. Viele die Teure kennen wir nicht allemal sich verlassen auf ihr und das hat Rashi schon verstanden. Was noch für ein Witz kann ich erzählen? Ich habe gekannt eine Frau, Blume Goldstein hat sie geheißen, sie ist später gewesen ein Professor in Berkeley. Sie ist der einzige Mensch, was ich habe gekannt, was hat gefragt, schaffen Witzen. Ich weiß doch, dass viele Menschen Witzen, was sie gehört, gelernt hat, dann Witze, was das gehört von ihm ist. Aber sie pflegt allein, schaffen einen Witz und pflegt zu sagen, ich habe geschaffen einen Witz, ich will wissen, sie gefällt dir. Hat sie genommen, dem alten Witz, als man fragt jede Frage, entweder mit der Frage. Und gewöhnlich ist die letzte Schule, der jetzt sagt, was soll mir nicht entfahren mit der Frage, sie hat gemacht, als eine neue Lösung davon. Koi geht zu Aiden und sagt, ich habe genug gehört, jeden entfangen an meine Frage mit der Frage, ich will dir fragen, eine Frage, was wir kennen, nicht entfangen mit der Frage. Wie weit ist Boston von Chicago? Sagt er, was ist da mehr? Sie gefällt dir nicht Boston? Das ist mein letzter Witz. Ich hoffe, er hat ein bisschen Hanoi gehabt und hat viele ein bisschen gelacht. Danke. Ich grüße alle Menschen, Vatertieren, da darf man haben mit freilichen Tieren, es ist nicht so geht auf der Welt. Ich heiße Schendl Liebermann, reich, und als Menschen kennen mir wie Schendl Liebermann. Ich bin geboren geworden in Ukraine. Die Eltern sind verschickt gewesen im Sowjetverband. Und sie haben anstatt von Aserbaidschan haben sie dezidiert, dass sie sollen zurückfahren kein Polen. Nicht das eine gute Sache. Aber ich bin gewesen in Polen, ich bin gewesen 4,5 Jahre alt. Und ich bin gegangen in einen jüdischen Kindergarten. Und mit Jahren später ist eine von meinen Lehrern, was ist gewesen in dem Kindergarten, ich gewesen meine Lehrerin in der jüdischen Peretschule in Montreal. Der Name ist gewesen Chava Stern. Und ich hab studiert Jiddisch bis höhere Kursen. Ich glaube, als meine Klasse ist gewesen die letzte Klasse, was hat geendigt höhere Kursen in Montreal. Und ich bin gekommen in 1963 in New York. Und ich bin gewesen eine Lehrerin für die letzte 40 Jahre in Geschichte im ersten Teil, in Mittelschule. Und danach habe ich gelernt Jiddisch, auch viel in UCLA, bin ich gewesen dort eine Lehrerin, auf alle Madriges. Von kleinen Pizzalach Kinder bis ältere Menschen. Jetzt bin ich in Emeritus in Santa Monica. Und eine Sache von den Menschen, was ich lerne jetzt, das ist ein Jahr Woche, no, 2 Jahre Woche, ist Gedenken ein bisschen Jiddisch von daheim und sie können reden. Und es ist gewisse verschiedene Beträge. Und die ganze Sache ist in dem Klasse, als man darf erfrischen dem bekommen. Und Menschen gedenken eine Sache von der Jugend. Das ist eine sehr gute Sache. Nicht bloß für Jiddisch, nur für die Menschen allein. Das ist sehr gut für der Gemüt. Nun, lassen wir hoffen, dass wir hören Schulen auf der Welt. Und ich will jetzt lernen, 2 von meinen beliebtesten Meisters. Die erste Meister heißt die Agrarfrage.
Es ist ein bisschen scharf, aber ich habe es sehr lieb. Die Agrarfrage. Ein trifft einen anderen und fragt ihn, was macht, wie die Geschäfte gehen und wie lebt sich mit seinem Weib. Sagt der andere, es geht, Baruch Hashem, ganz gut. Und mit der Weib meiner lebe ich gar fein. Und die zwei Teiberlach. Nur über eine Sache müssen wir sich ständig kriegen. Kriegen sich? Wer? Über was kriegt ihr sich? Macht jener. Wir kriegen sich über die Agrarfrage, aber in anderen alle Sachen leben wir gut. Was heißt, ihr kriegt sich über die Agrarfrage? Was hat ihr zu tun mit der Agrarfrage? Entfört jener. Versteht ihr mich? Ich sage, sie soll liegen in der Erde und sie sagt, als ich soll liegen in der Erde. Zweite Meister. Das heißt Philosophie. Ich habe das euch sehr lieb. Mit hat einmal gerät ein junger Mann als Schidder. Der junge Mann ist gewesen ein größer Scheute. Und hat sich nicht gekannt halten wie ein Mensch, nicht gewusst, wie zu reden und beklau gewesen ein größer Kunilemmel. Hat ihm der Tate gesagt, als du das vorhin zu der Kalle, dass du doch erwarte nicht wissen, was zu reden. Will ich dir geben ein Eize? Sollst anheben, reden von Liebe. Danach wirst du reden von Mischproche-Sachen. Und auf den Zoff sollst du reden ein bisschen Philosophie. Hat das der Bucher gut gedenkt. Er ist gekommen zu der Kalle, gesessen beim Tisch, rossen Kalle und dem Machatonem. Danach sind die Machatonem rausgegangen und haben gelost rossen Kalle allein. Der Bucher hat doch gewusst, als darf reden von Liebe und von Mischproche-Sachen und von Philosophie. Fragt bei der Kalle, Kalle, ihr habt lieb Lokschen? Sagt sie, ja, aber soll ich nicht lieb haben, kein Lokschen? Fragt weiter, Kalle, ihr habt einen Bruder? Macht sie, nein, kein Bruder habe ich nicht. Heißt das, also hat schon abgepottert, gewinnt fertig mit den zwei ersten Fragen. Es bleibt ihm nur zu reden wegen Liebe und wegen Mischproche-Sachen. Hat noch bedarf reden wegen Philosophie. Fragt bei der Kalle, Steiger, nun, als ihr wollt gehabt, Bruder, wollt lieb gehabt, Lokschen? Ich bin fertig. Auf freilichen Poren. Ich heiße Sholem David Londoner, ein jüdisch Redner von Kinderweisungen. Ich will wünschen allen, was alle die Zuhörer, freiliche Purim. Und mit gebeten, als wir soll die Zahlen der Provinzen bekommen, dem Jontiv. Nun, was soll der Lachtin? Erster Witz. Drei Freunde, ein Galach, ein Geistlicher und ein Rabbiner, treffen sich zusammen 10 Jahre nach Ende Theological College, was befindet sich Argetsville in Iowa. Sie beschließen zu Boden sich Nachhaltigkeit in der Sajalke nur zu dem College, als sie haben gepflegt zu tun als Studenten. Als sie kriegen gerade rauszugehen von dem Wasser, bemerken sie eine Gruppe junge Mädchen, was glotzen auf sie mit Gelächter. Wusstet ihr? Der Galach und der Geistliche läuft raus von dem Wasser und behalten sich seine Genitalien. Der Rabbiner läuft raus von der Wasser und behält sich sein Brunnen. Als sie tun die Begründung von hinten die Kustes, fragt die Galach und der Geistliche, verwusst zu der Rabbiner, verwusst das nicht behalten dein Genitalien? Antwortet ich weiß nicht wegen euch, aber in mein Gehirn, der kennt mich like mein Brunnen. Das ist 1. Nummer 2. Geschah die 30er Jahre in Ratenverband ist gewesen als sehr, sehr stark Hunger. Es wird zähl in Sibir. Ein bitterer kalten Tag, irgendwo in Sibir, steht eine lange Reihe Menschen, warten auf sein wochendicke Heilig von Bräut. Ein Teil von sie warten schon früher von Vertug. Plötzlich macht sich auf die Tür
Und mit Segette Geschrei, alle die Jiden heraus von der Reh, nicht nur kein Bräut für die Jidenheit. Die Jiden verlassen der Reh. Ein Jahr später öffnet sich auch noch einmal das Tier und man sagt, alle die Unionmann davon verlassen die Reh. Nicht nur kein Bräut für die Unionmann-Hand. Die Unionmann verlassen die Reh. Nach einer Zeit öffnet sich auch noch einmal das Tier, noch einmal Geschrei. Alle Ukrainer verlassen die Reh, nicht nur kein Bräut für die Ukrainer-Hand. Lesov, ein bisschen Zeit später, essen sich auf das Tier für das letzte Mal und man geht Geschrei, keiner kickt dich kein Bräut heim. Dreht sich ein Kulak zueinander und sagt, die verscholtenen Jeden haben einen ganzen Masel. Witz Nummer 2. Witz Nummer 3. In den 50er Jahren in Chicago ist gewesen bei den Hotels in Minhag zu kämpfen, sich zu den Stadtbeamten, was haben gehabt die Idee über die Steuerungen, was die Hotels haben da bezogen. Wie haben sie das getan? Mit Geld, mit Frauen, Essen und Sitzen und so weiter. Nun, ein schöner, feiner Tag, tritt rein in das Baltimore Hotel, ein fremder Jid, Aruf, mit der Bord und ein Schwarzhüttel. Und was kommt dort rein, diese zu treffen mit seinen Talmiden? Die Clerk, was weiß von einer fremden Jid, tracht sich, du bist einer von den Beamten und er darf zugreifen in das Zimmer von ihm. Der Rav endlich einschreiben sich in das Hotel ein und geht darauf zu seinem Zimmer. Öffnet sich auf der Tür und sieht ein Nackedick in der Kaiwe, sitzen dick auf dem Bett, warten dick auf ihn. Es wird schwarz vor den Augen. Klingt bald zu dem Clerk und halb zu schreien, weiß die nicht, in 50 Minuten kommt hin zu mir, 2 Wochen, wir sollen lernen mit sich rasch in Gemurre. Sehen dich, wie aufgeregt ist, hebt die Säune sich unzerziehende Kleider, legt weg das Telefon der Rav und sucht ihr, leg angelegt, ich hätte zu der Clerk, nicht zu dir. Witz Nummer 3. Sofkol Sof. Chaim Wolf, was machst du? Ganz fein, Meir David, was machst du? Gut, a freilichen Porem dir. A freilichen Pirem dir. Hast du etwas Witz, a komische Meise? Well, ich hab ein paar Witzen, komische Meisters. Es sind nicht ha, aber sie sind interessant. Ich könnte erzählen wegen mein Tate, ich habe keinmal nicht getroffen mit ihm, aber mein Tate Seide ist gewesen ein Schneider. Und er hat gewohnt in Frankreich, 1880er, 1890er. Mein Tate ist geboren in 1905. So wollte gewesen 119 Jahre alt, er wollte gelebt haben. Hat mir gehabt in ein Alter. So sein Seid ist gewesen ein Schneider. Und hat allemal gewollt kommen in Amerika. Und hat sich gelernt Englisch und gewollt, aber keinmal nicht gehabt, genug Panusse zu kommen. So einmal hat gekauft ein Bier, sich ausgelernt ein bisschen Englisch und hat gehabt keine Toulouse-Lautrec, der bekannte Moller. Und macht für ihn, pflegt machen für ihn einen Anzug, ein Marinarke. Hat sich übergezogen von Polen in Frankreich. Und Toulouse, der weiß gewesen sehr kurz, hat ihm gemacht ein Marinarke. Und hat es so. Und man hat gewollt praktizieren, sein Englisch. So wenn tut die Marinarke auf Toulouse-Lautrec, sagt jetzt ist eine Zeit, ich soll ihm sehen, wie mein Englisch teug, sie hat apunem, was sie nicht. Kijkt Toulouse-Lautrec, tut ihm der Marinarke und fragt ihm so, too tight, Toulouse? Well, das es ist nicht ein Haha, aber es ist ein Meise. Noch eine Sache, man Tate vielleicht gehen zu den Doktoren. Der Doktor, man Tate ist gewesen, ein Leben geblieben, nicht ein junger Mann. Und der Doktor hat ihm verschrieben, 2 Pillen zum Kopf, 2 Pillen zum Magen, zum Bauch und 2 Pillen zu den Füßen.
mein Tate kijkt und der Doktor und sagt zum Doktor, Herr, sagt sie, ich will schon wissen, wenn sie nehmen die Pillen, aber wie soll, wenn die Pillen wissen, wie hinzugehen. Und der letzte ist eine kurze Meise, von 3-4 Minuten, aber es ist nicht ein Haha. Das ist eine Meise von, es ist gewähnt von, ich meine von Repertoire von Herschel Ostropoller. Und ich pflege es hören von Herschel Gendel. Und Gendel ist gewähnt ein bekannter, berühmter Redder von jüdischen Meise. Es ist erzählt wegen, ich pflege es unheben, also Volktanz, Volkmusik, Volksgesang, das ist als der Schumme von einem Volk, von unser Volk. Und erzählt wegen 2 Menschen, wo es gefunden sich einen Weg. Es läuft in der Nacht und sie kommen uns so nach Sanje, mit dem Weg. Und man geht da rein nach Sanje, man geht bei der Balabus von nach Sanje, nachts gelegen in der Multzeit. Und man isst sich bis zum Satt, noch über dem Satt. Und es ist Zeit, sie legen sich schlufen. So einer legt sich weg auf eine Bank, wo es ist bald nun zum Oven. Der Oven, also wie du verstehst, ist ein Oven, wo es in der Früh mit mit Backsachen und bei Nacht, es killt sich up. Ist hat sich weggelegt auf eine Bank, lebt Oven. Der Chave seine hat sich weggelegt auf den Oven. Er weggelegt sein Bett gewandt auf den Oven. Es ist nicht gewähnt, sie heiß, es ist schon gewähnt finster, der Oven hat sich upgekillt. So, aber es ist noch als gewähnt warm. In mittendrin kommen nun eine Bande Kosaken, Antisemiten, wo sie sind ungeschickert, in Achsanje. Und er bett bei der Balabus in Achsanje eine Flasche Wodka, und man schickert weiter. Und sie haben nun trinken, und man sieht noch, sie sind ungeschickert, sie sehen, wie ein Jid liegt Schulem auf einer Bank in Schluft. Wussten sie, die Kosaken, sie wecken ihm auf, sie heißen ihm tanzen. Der Jid weckt sich auf und guckt, mit wem hat sie tun. Ungeschickte Kosaken. Wo steht der Jid, der kracht sich in den Kopf und sagt, wo soll ich tun? Tanzt für sie. Und die Kosaken, sie lachen sich aus von seinem Tanz und man schickt ihn zurückschlafen. Und als wie ist wieder eingeschlafen, weckt man ihn wieder auf und man heißt ihm wieder einmal tanzen und sie haben nun lachen und kechen von seinem Tanz. Und das meint sich, sich über 5 oder 6 Mal. Der Jid tracht sich allein seiner am moderne Sache. Mir halten sie in ein Chappen, ich bin da auf der Bank und mein Chave, wo es mit der Fuß 2 Fies Hecher auf den Neuven, ihm chappen sie nicht. Man weckt ihm nicht auf. Weckt auf sein Chave und sagt zu sein Chave, lass mich sich beiten mit den Gelegers. Okay. So, der Chave weiß nicht, was es bisher vorgekommen geht. Lass mich sich beiten mit den Gelegers. Sie beiten die Gelegers, sie schlufen bei Dane, aber die Kosaken haben ausgetrunken, dem ersten Flasche Wodka, sie fordern eine zweite Flasche Wodka von Schenkmann noch Sanje. Und sie sagen, nun, wir schon gesehen, wie der Jid, wo es ist auf dem Bank, tanzt. Lass mal wecken dem Jid auf den Heuven. Sehen, wie tanzt. Deshalb ist es mehr komisch. So, sie wecken ihm auf und der Jid tracht sich allein. Ob es ist beschert, als man muss tanzen im Leben, tanzt man. Und das ist der Meise. Aber was ist der Nimschel, was man will herausschleppen auf Pirem? Der Nimschel von ist, ob will sich ausbessern auf den Cheshm von jenem, ist nicht allemal macht sich besser, einmal macht sich ärger. Und also ist, ob du bist tanzen und du bist auf der Bank, beit sich nicht aus auf einen anderen Ort. Und das ist der Meise. Sehr gut. Sehr Dank. zugepasst zu der Zeit und bei der Gelegenheit wünsche ich dir einen freilichen Purim. Dank. Was hast du jetzt zu erzählen wegen sich allein? Wegen sich allein. Ich gerät sich auf ein Konzert, was ich will geben in Queens, in Kew Gardens, dem 5. Mai, 3er-Säger in Kew Gardens Bibliothek. Es ist dort frei hereinzukommen, es hebt sich 3er-Säger, es endet sich 4er-Säger. Und mein Begleiter bei der Piano wird sein Steve Sterner.
Ich will singen a tuts Lieder, erzählen, mit dasselbe Meise, was ich gedu erzählt, oder andere. Amol erzähl ich das Meise, an andere Meise. Und ein paar Lieder, und ich hoffe, es sein an Eulen, es sein freilich. Und wir probieren zigaretten Sachen in Siko, haben nur Internehmungen, gerät heint mit ein paar Menschen. Gut nicht, was ich kennen und stieren jetzt der, aber öfter, weil ich habe eine Gelegenheit kommen dich mal. So, nicht schlecht. Okay, a schönem Dank. Sei gesund. A schönem Dank dir. Freilichen Purim. A freilichen Purim und naches Veneniklach zu dir. Amen. This is WUNR Brookline. Über oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt, JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibray.org 1-800-433-1531. Chushevel Zier, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das jüdische Kohl von Boston. Ich will sein zufrieden, wie wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, wie wir wird beschreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, wie wir werden sich wiedersehen. Arla Vishwanath, a freilichen Purim. A freilichen Purim. Mag ich schon sagen, a freilichen Purim? Was nicht. Haben wir doch ein paar Tage zwischen. Kannst du allein geben rein für, was du hast übergegeben letztens als Ressource für Purim? Nu, erstens will ich herausheben, als ich habe du sehr wenig mechanisch gewähnt, noch zum aufgenommen Material. Der Projekt hat sich genommen, faktisch nicht von Bedürfnis, nicht von den Urmkeit, nur dafür von einer Schäfe, von Rachkeit, von Materialien. Wenn wir sind gewähnt Kinder, ist, versteht sich gewähnt verschiedene Materialien, aber es ist auch weniger. In mit nicht gewusst, was sie soll's voran. Mit gehabt, was mit gehabt. Das ist geklickt. Aber Hand wollen leben wir in einer Zeit, wenn es ist du so viel Material herausgegeben über die ganze Welt. Und das alles gefällt sich, kann man alles nicht gefällt sich auf der Internet. Und es ist eine Schuld zu verkicken und zu verschämen die Materialien. Is also wie ich habe jetzt können hören 2 Kinder, ein Kind, ein Mädel bald 4 Jahre alt und ein Jüngel bald alt 6 Chadushim. Aber ich habe gekickt, dass es du so viel Material, also ich weiß nicht, was ich soll ja nutzen, was ich soll nicht nutzen. Es ist nicht ein zentralisiert Ort, wie wir kennen das als, wie wir kennen sie kommen zu dem Ort. Ist ja, aber ich habe aufgestellt ein Blättel. Ein Blättel in Google Dokument. In Tocharan ist das eine Sammlung Verbindungen, Links zu Audio, Video, Erzählungen, Texten in jetzt dem ein paar Dialogen, das können sein nützlich für Lehrer und Talmidim, wie Rezepten in Efter der Pièce de Resistance der Gesangbeugen, was ich bin sicher, dass es für eine Sache so eine, aber ich habe sich damit zu neu zu nehmen, alle Purim-Lieder, was ich kenne, was ich gesagt letztens gewusst wegen der, ist euch scheppig ist es nicht, aber wer wird wollen singen Purim, wird nicht schweren können Lieder. Wir können gehen zum Ansattel auf Facebook oder in de verschiedene jüdische Gruppen. Es ist echt heraus ein Artikel in Vorwärts, ein Artikel, der nur eine Meldung wegen dem Blättel ist, als man geht darauf auf dem Webseite von dem Vorwärts, wird man dort echt treffen,
auf dem Hauptsattel oder ob man sich mal Nummern alle Schächte bis fanat. Das ist, ich bin dachte sich, der Mechabe von ein einzigen Artikel und das ist die Meldung. Ist, ja. Der erste Teil ist ein Überblick von verschiedenen Ressourcen in Multimedia, das heißt Audio, Video in Text. Ist in Teil Audio habe ich gegeben Links zu verschiedenen Albumen, versteht sich der Megillah-Lieder von Itzik Manger, was sehr schön. Efter nicht 100% passig für kleine Kinder, aber viele kleine Kinder kennen auch nur von dem. Ein paar Albumen von der chassidischen Sphäre, der antike ingrisch-chassidische Sphäre, was wir können das kriegen auf Spotify. Gitten Pieren, alle Kinder willen sein wollen Bier. Sie verbringen mit uns den Pieren, hat ihr diese hier. Bei uns sind Stieb mit Spachas listig, kommt mit uns zusammen. Als ihr wird kommen, wird ihr hoben ab Pieren mit alle Tamen. Bei uns ist jeder listig, freilich, lass mir sich vorstellen. Alle Kinder in der Reihe, Chos wird auch gefällen. Chiribim, Chiribam, singt mit mir auf Pieren, spielt Chiribim. Lass mir heranlegen in Karte mit Schlachmunis in den Pirenboxes, mit allen Sachen sich zu verstellen und lass mir gehen. Wir haben eine Sache, was zu tun haben. Maya David, hast du gemacht eine Schlachmunis-Liste? Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Hoffen wird alles umkommen. So, es ist so. Schmelis Rebbe können gehen von 10:30 bis 11 in der Heim. Und von 12 bis 12:45 was schwer, saatige Tier bitte nicht klingen, der Bell, der Tier ist offen. Freuen uns Rebbe, können wir gehen nur noch Mittag zwischen 2 und 3:30. Was ein Tate so. Der ich bin empfen wie ich stamm. Ich bin mal Eide wie es da du schuf. Das bin ich, der Kalemeruf, Gunnerstak Kleinigkeit. In der Megillah Leute Heuisch, das heißt die Heuische Übersetzung, vorgelegt von David Roskis, was ist du auf YouTube. In der Reker hat man Schwester Mokolevisch Fanat zu neu gestellt als Spielregime auf YouTube-Musik mit kollerlei Lieder Lukovid Pirim, was Teil von sie kann man echt treffen von Gesangbeugen, aber das ist auch zu neu genommen in ein Spielregime. Wir können es umstellen und die Kinder kennen nur von dem etliche Schule an. Weiter haben wir Video in du gehen heran sei verschiedene Aufführungen von dem Megillah-Lieder von Itzik Manger. Teil mit englischer Narratie, Teil mit hebräischer Narratie, mit Videos. Es ist echt du nur mit Audio, der Megillah-Lieder von Itzik Manger, der Amulike, das ist, dachte ich, von Yisroel, was ist gewesen im Ganzen auf Jiddisch. Wäre das Jiedel mit dem Horb, wo es dreht sich in Melechs Teuer, und wo es reden und schuschgen sich zwei, stellt hinter ein Neuer. Oi, bist du ein Narrele Kind, das weißt du nicht, da viele. Mordche hat Sadek ist der Jid von der Megille. Hat gefunden beim Melech hein, bei unser Melech dem Scheute, was schickert gesedert Tage Nacht und hat er noch so Reute. Da fahr, weil hat einmal bei Nacht ein Teuer sich runtergehört, wie Bixen veterisch haben gesagt. Wir haben den Melech entdreht. Ist ein Tyrann, ein Finsterling, ein Riechen in seinem Mammeln. Lass mir ihm schütten den Becher sam, lass mir ihm versammeln. Azoi haben beide abgerät und es sind in sie gangen sich stille und am Mordche hat uns gemassert Ja, ba 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 mit nen Ingen von der Megille mit nen Ingen von der Megille Vertracht sie das Kind im alle Schwein, der Abend ist beläu wie a Tuvile,
und in Nord die fliegen auf der Wand. Zum, 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 zum. Schönen Stille die Megille, schönen Stille die Megille. A Lektie von Jiddisch Pop, was hat sie Team mit Pirem in ich darf echt speziell demanen als letztens hat Chiffre Weidmann animiert Pirem ist ein Spiel als ein musikalisch Kinderbüchel herausgegeben geworden von der Mechabete ist gewesen Miriam Hoffmann in so hat mir echt geholfen Malke Gottlieb, was hat sich umgeschrieben die Musik in Cyril Waletsky hat gemachte Bilder in ich vergesse die Fährte, aber mit ungefähr mal ganzen Vorwärtsartikel wegen dem, es wird sich von interessieren in dem. A Chiffre Weidmann das animiert, meine Schwester Milosche, der Ältere, hat vorgelehnt im Text in gesingende Lieder und das kann man jetzt gefunden auf YouTube. Purim Spielers kommen von der Weiten, a Gasser reus von alte Zeiten. Purim Spielers kommen von der Weiten, a Gasser reus von alte Zeiten. Aber homens gor a Sach. Tier und teuer, effend breit, mit die Grages ungegräht. Rund arum und tralala, Purim is a Spielaza. Purim Spielers kommen von der Weiten, a Gasser reus von alte Zeiten. Nu, was noch kann man dort machen? A Sache andere Videos, Kochvideos von Vorwärts, von sehr Kochprogramm Essgesinntheit. Ja, nu was noch? Videos von Cameron Bernstein, Asja Weissmann, nu, geht, weiter. Das ist Video. Wegen der zählenden Texten darf man sich nicht zu lang abstellen, nur man darf da machen, dass du hast Sache-Texten, ungeschriebene Dafke für Kinder, wo es sind zu sehen, zu spreit in der Sachbücher, aber ich sag mal mit, du zu neu zu nehmen, hat schon abklapp. Versteht sich, ist das nicht euch scheppig. Und das nimmt an dramatische und musikalische Texten für Kinder, Prose und Versen für Kinder und Talmidim. Das heißt, Material für jüngere Kinder, für ältere Kinder und Zennelingen, und versteht sich, ist ein Talmud von jedem Alter, wird ich genießen von dem. Wie auch Literatur und Poesie für die Erwachsenen und Avancierte ist, dachte sich, wer sie wollen etwas lernen, wegen Pirem, Covid Pirem, wird sicher nicht fehlen kein Material. Das ist als der erste Teil, das ist ein Überblick von Ressourcen. Der zweite Teil ist, wenn ich wollte gerade sagen, wollte ich es gerne ausgebreitet. Sie heißt, als man schmiest Pirem. Also heißt der zweite Teil, und das ist direkt drei Dialogen auf Jiddisch, ich gebe euch eine englische Übersetzung. Von was habe ich das gegeben? Weil oftmals fühlt man sich, als man lernt sich eine Sprache, lernt man sich Wörter, ungerissen von Kontext. Hat sich gewollt, geben sei für Tate Mama, was kennen öfter nicht Jiddisch von daheim, sei für Talmidim und Lehres. Man soll geben Wörter in Kontext, man soll sehen, wieso wir reden natürlich. Das sind Stammkerze, heftige Dialogen zwischen Tate Mama und Kinder, wegen Zigaretten sich auf Pirem. In der Zeit habe ich echt gegeben Vokabular, wo es, ich habe das genommen von Friedrich Regimes Werte von der Woche, was die Jiddisch Liga geht daraus jedes Jahr. Alle, du bist da so talentiert mit Vorlehnen und Dialogen. Weißt du kannst uns dienen mit Vorlehnen und Dialog, deine? Sehr gut. Nu. Jetzt. Dialog. A chodesh var Pirem. Mama. Motele. Von wem willst du sich verstellen auf Pirem, Haju? Motele. Ich will sich verstellen für einen Astronaut.
Mama, in die Belke, was für ein Kostüm wirst du trugen, Pirem? Belke, ich will sich verstellen für Moana. Mama, also eine schöne Anfang, kinderlich. Sehr gut, weil wir sehen, kaufen oder machen die Kostümen in der kommenden Wochen. Gut, ist, wie man sieht, ganz pushete Dialogen, aber oftmals ist nicht sicher ein greater Dialog, oder ungerissene Werte. Moana das ist ein Film von Disney, wegen a Mädel in Hawaii, was, aber ja, ganz bekannt bei kleinen Kindern. Gut, es warte, der dritte Abteil, Rezepten. Du versteht sich, dass du unterschiedliche Rezepten auf Pirem. Ich habe angenommen zwei. Eins von meiner Mama, der Baba Gittels Geschmack Humentaschen. In der zweite habe ich übergenommen von heute in Bein von einen Artikel gedruckt in Vorwärts 2011. Eigentlich von meinem eigenen Mime, so der Schächter. Moonlake Look of Pirem. Is wer se wird wollen, ich machen etwas Look of Pirem, ich habe mein Rezept, was wir können lernen auf Jiddisch, wird es schon haben. In schön, der letzte Teil ist ein Gesangbeugen. In dem Gesangbeugen wird man finden sehr viele Lieder, was man kennt schon. Man sagen, zwischen der bekanntesten Pirem-Lieder hat man Humentaschen, macht auf, hat es Pirem-Brüder, aber sie gehen echt heran in dem, solche Lieder, was sind erst weniger bekannt. Das nimmt daran, Muschel. Gewisse Lieder, gewisse Menschen kennen sehr gut Bela Schechter Gottesmannslieder, aber Agiten Pirem suchen mir und Pirem spielen es mir. Das sind zwei von ihren Lieder wegen Pirem, was mir da angenommen. Der Text ist genommen von ihr Album Fliemann Flieschlang. Als ich hab veröffentlicht das Blattel, hat Perl Tetel bei mir geschrieben, weil ich hab gebeten, mir so anschicken, Vorlegen, was noch kann man sie geben. Und das Blattel ist dynamisch, ich halte nicht sie geben, also man schickt daran, gebe ich sie. Hat sie gesagt, Aro, die was gemisst daran nehmen, das Lied, was Meschke Alpet singt, was heißt, Get Pyramiden. In der erste Schire geht etwas, also wie Get Pyramiden, Mazel Tov, Asimcha an Chumme, wir haben Hand in Hummenen, der lebt an der Kumme. Ist, gut, habe ich bald aber geschrieben, Meschken, und ich habe bei ihm gebeten, er soll mir schicken dem Text eine Rekordierung, und was auch heraus ist, die Rekordierung befindet sich auf YouTube, in dem Text hat er mir echt geschickt. Ist, der Gesangbeugen zeichnet sich aus von anderen Gesangbeugens, mit dem, was bei jedem Lied sieht man echt ein Link zur Rekordierung. Ist, wer sie will, früher hören das Lied, in der noch singen, kann Leute hin. Es ist halb digitalisch, halb, wie man sagt auf Englisch, analog. Mit 2 Wochen zurück haben wir veröffentlicht. Mir heißt, ich habe schon eine Stimme, dass ich habe das direkt organisiert, aber es haben hübsch geholfen, meine Schwester, meine liebste Molekulei, aber ich habe schon jemand, wie auch meine Mama, geht durch Schächte, wie Schwanat. Ja, was war ein Aufruf? Sehr schöner Aufruf. Ein paar Menschen haben mir privat geschrieben, mit Vorlegen. Asja Weissmann hat mir geschrieben, mit vorgelegt, man soll sie geben, ein paar Videos, wie sie in ihr Töchter singen jüdische Lieder. Direkt positive Reaktions. Kannst du sagen ein paar Wörter wegen dem Jiddisch, dem Klal-Jiddisch und Purim gegen chassidischen Jiddisch? Wie der Herr ist Herrn allein, redet auch nicht kein Klal-Jiddisch und nicht kein chassidisch Jiddisch. Was für eine Rolle spielen Sprache und Dialekt in Pirem? Erstens, als man kijkt daran in de Volkslieder, de Pirem-Lieder, sieht man, als verschiedene Dialekten werden dort auch gespielt. Die Gramen sind in Amul Mechaev, a Litwisch Jiddisch, Amul sind Mechaev, a Durham de Kiddisch, ist, ja, ich meine, als in der jiddischistische Welt ist öfter ein Minig,
als als Dinge auf Qual Jiddisch. Aber man darf gedenken, als die jiddische Kultur, die jiddische Literatur, die Volkskultur drückt in sich a rache Verschiedenheit von Dialekten, von Minensprach, von Registern. Das darf man eins meinen. Was noch? Nu, in der Megille steht doch, ach, schwerisch geht aus aber Befehl, als man darf nicht sagen, der erste Teil, was ist nicht so sehr angenehm, aber der zweite Teil von dem Befehl ist, als jeder soll reden, also wie soll reden die Sprache von seinem Volk. Der Ricker ist, als man soll reden Jiddisch. Aber auf Jiddisch es geht in Material, wie gesagt, das Battles ist nicht euch scheppig. Als man kickt daran auf der chassidische Gas, wird man versteht sich gefunden hinter dem Material. Wir reden alle Jiddisch, die Unterschiede sind nicht so groß. Man darf nicht machen, als eine Chitze zwischen Sprachen, Dialekten. Und man darf gedenken, als Qual Jiddisch ist ein System von uns reden. Das ist, man darf nicht wegstellen, Qual Jiddisch wie ein Hepech oder ein Gegner von Chassidisch Jiddisch. Das ist du als Dialekten in, kein Jirbu. Was mehr als besser. Eine lebendige Kultur, ja, mit tun nicht wegmachen mit der Hand die Kulturen. Man Vetter, it's Gott, dass man hat damit jedes Jahr dachte ich Pirem Tage fuhrt in Williamsburg auf chassidischen Pirem-Spiel. Das wird nicht sein zitrittlich für alle. Versteht sich ist für Frauen ist eine Sache schwer zu kommen zu den Materialien. Mis fort nicht Chassidim. Sie mir will nicht, ist mir nicht Chassidim. Wir haben in der Sprache, wir mögen echt stolzieren mit dem. Aber lass mich nicht vergessen, als bei allem in der Durchkeit man darf nicht sicher noch was sagen. Ich bin nicht so bekannt mit den chassidischen Liedern in Zadie und Bobby Lustig und Ayid von Yerushalayim und die alle Sachen auf Spotify, was du hast vorgelegt. Es ist gedeiht zu dem Mann, als die Albumen sind nicht, es ist nicht also wie Albumen jüdische Lieder, was es ist ein Lied noch ein Lied und so weiter. Es ist ein Lied in der noch Narratie, in Dialogen, in weiterer Lied. Also wie ist es aufgewachsen mit Onkel Moishi oder schon nicht Onkel Moishi, aber es ist gewesen also eine Album kompaktlich, wo es ist eine ganze Meise in das geht über ein Gefühl von einem Jontef, was wir können kriegen nur von ungerissenen Lieder. Ist die zwei, was ich hab gegeben in einem Blattel, das ist ich liebe der heilige Jontef Pirem in der Pirem-Spieler. Herzlich sie, es ist sehr gedei in zwei technischen Schatten, sich ein bisschen zu gewohnen zum Aräusred von dem chassidischen Jiddisch. Und es ist echt nicht nur so viel Englisch. Das ist oftmals bemerkt man, als in einem handigen chassidischen Jiddisch ist das auch Englisch. Und das ist MS, aber es gewinnt sich echt in einem Register. In so einem Material, was man geht für Kinder, es gewinnt noch ein bisschen weniger Englisch. Es geht sich zu gewohnen zu anderen Dialekten. Als man gewohnt sich zu ein bisschen, öffnet sich eine ganze Welt von Materialien. Man mag viel an einen Überklaber. Jeder wird gefunden etwas, was wird passen für die eigenen Zwecken. Sie ist ein Talmud, sie ist ein Lehrer, sie ist ein Tata oder eine Mama von jüdisch-ethnische Kinder. Was hast du für Pläne für den Purim? Gehst du in die Megillah in Schiel oder spezielle, besondere, interessante Pläne? Ach, jetzt die gewöhnliche Sachen, Mitzvahs, Menugim. Gehst du zu Chaverim und Schreinen mit Shalach Manas, Ja, es damit war mit der Drücken Shalach Manas, öfter Backen Momentaschen.
Und wir wollen sich verstellen für sehr wichtig Chushev Kinderbücher, was ist echt auf Jiddisch, der sehr hingere Korruptfresser. Auf Englisch ist das The Very Hungry Caterpillar, dachte sich von Eric Carle. Ist echt, dachte sich, man Mädel wird sein a Flatterl, das Jüngel wird sein a Schlerl, ja, ein Upfresser. Man Wab wird sein, ich denke nicht, a Teppeltertel, a Cupcake, und ich will sein a Leckerl, a Lollipop. Das sind zwei von der Essence, was werden der Mond in einem von der Tag. Man darf kennen das Bier zu verstehen, aber ja, wir wollen sich verstehen für die Kinderbücher. Sehr ähnlich. Arl, ich muss bei dir fragen, ob du kannst entfernen, was ist der Plan, wenn ein anderes Thema, was ist der Plan, wenn Harry Potter, du bist aber bekannt auf der jüdische Gast, wie der Übersetzer von ersten Buch Harry Potter. Was kommt noch vor? In der letzte Stadius, ich redaktiere, Janko Peretz Blum redaktiert, meine Mama redaktiert, meine Mama heißt Gittel Schechter-Beschwerat, in dachte sich, in Apucha durch Marim wird das sein Gerät zum Drucken, sie wird daraus schon in Zimmer, dachte sich August Plineder. Also ist der Plan, bis Rosh Hashanah, mit Hashem wird man schon haben ein Exemplar in der Hand. Ich war sehr zufrieden, Potter zu werden von dem Projekt. In Warte wir sehen. Und gucken nach euch. Eine gute Show. Arle Schechter Vishwanath. Grüßen Dank, Jascha Koyach, und bis bald. Freilichen Boy. Freilichen dir. Sein zufrieden, es ist ein Jontef Heim bei jeden. Urim, Burim, Gurim, Durim, singt a Liederle von Purim, singt a Liederle von Purim, singt a Liederle von Purim, a Liederle von Purim. Ai, 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 ai. Matones schenken, Yom Tov Purim zu gedenken. Purim, Purim, Durim, Purim, singt a Liederle von